Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Ich hatte Glück, schätze ich. Erzähl keinen Unsinn. Glück, wenn nicht mal ich es schaffe, das Buch zu öffnen und dann jemand wie du daherkommt. Darüber werde ich eingehend nachdenken. Trotz allem, da du offensichtlich der Einzige warst, der das Buch zu öffnen vermochte, dann sei dir gewährt, das Buch zu halten. Zumindest so lange, bis wir diese Krise überstanden haben. Ich weiß, wo die Hallen von Edoras zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorat gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Ja, das haben wir schon geklärt. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorat zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Tja, wir sind ja Profi, wir haben das schon davor gemacht. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht! Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft 2 Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen, denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Komm zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen.
Ja, und was machen wir jetzt damit? Da hat's geheißen, einen Runensteinmacher. So, jetzt gehen wir erstmal zu Jürgen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den Runenstein machen können. Das ist kein Geheimnis. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Na klar doch. Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Aye, aye, Sir. Okay, Abmarsch nach Korinis. Und wir schauen mal da rein. Das war keine große Sache. Wegen dem Runentisch. Den haben wir da. Ich tu mal speichern. Wer weiß, was passiert damit. Teleportrune erschaffen. Machen wir mal. Das Geheimnis der Bibliothek. Haben wir die jetzt? Na, haben wir nicht. Zu wenig Dingers kosten, zu wenig Rohstoffe. Tja, da hat's kosten, die trennen Innos. Und einen Runenstein brauchen wir. Die haben wir doch. Okay, dann, naja, das können wir ja immer noch machen. Wir brauchen jetzt erst einmal eine Mannschaft. So, und dann haben wir erst einmal. Pass auf, vielleicht so Xardas Turm, da war doch das Ding noch. Der Lester. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Und der ist auch noch da. Das ist gut. Der kann nämlich danach gleich mit zur Hafenstadt marschieren. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. So, also Abmarsch. So, als nächstes kann man vielleicht zum Großbauern schauen. So, der Großbauer. Den da haben wir ja Gorn. Und den nehmen wir auch mit. Und Lee vielleicht auch, der ist nämlich auch da drin. Nicht? Mal schauen, ob wir den mitnehmen können. Je mehr, desto besser. Denn bei den heiligen Hallen von Idorat, da wird es doch ganz schön abgehen. Khaled, da haben wir hinten nochmal Lee. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen, aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist.
Ja, mittlerweile ist er tot. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, allerdings, sobald du... Nein, das möchte ich nicht. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Gut, so Bennett gehen wir gleich. Jetzt nehmen wir erstmal Gorn mit. Hey, du! Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord, warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. So, seht ihr das? Gorn haben wir auch schon mal in der Mannschaft. Was hat er gesagt? Torloff. Ist Torloff nicht der da draußen? Der da unten, Manni. Hey, du! Das kann doch nicht wahr sein. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? das nicht zu sagen. Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Ich könnte dir sagen, Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Falschen Leute. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor Geht es besser? und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Er hat auf die falschen Leute. Ach so. Ja, müssen wir denn dann nochmal ins Minental? Ja, aber erst einmal nachher. Hey! Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja, was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Wo hast du das denn schon wieder her? Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. So, seht ihr das? Haben wir den auch schon mal in der Mannschaft? So, wer kann denn noch mitkommen? Wie schaut es mit Wolf aus? Immer wieder das Gleiche. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Na klar, nix wie weg hier. Ich könnte dir eine große Hilfe sein, dein Schiff zu verteidigen. Wo soll's hingehen? Das höre ich zum ersten Mal. Ich muss zu einer Insel nicht weit von dieser hier. Ja, worauf warten wir noch? Ich könnte dir auf See Bogen und Armbrustschießen beibringen. Willkommen an Bord. Komm zum Hafen, bald geht's los. Bin schon unterwegs. Nicht gebrauchen. Ja, ich würde sagen, je mehr, desto besser, ne? Sich nie ändern. Wie schaut's aus mit Raoul? Mag der auch? Ja, nicht ewig so weit. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Wie wär's mit einer Schiffsreise hier raus? Mehr, was ich glaube. Was hast du vor? Willst du das Schiff der Paladine kapern? Und wenn es so wäre? Man darf halt nicht Du bist alles doch komplett glauben, was verrückt. man hört. Nein, danke. Nichts für mich. Ich werde Ich sehe keinen Grund, Korinis zu verlassen. Ob ich nun hier meine Kohle verdiene oder auf dem Festland. Das ist mir gleich. Such dir einen anderen. doch wahr. Ach so, der mag nicht. Gut, dann bleibt er eben da.